In den nördlichen Wäldern, hat er gesagt. Da mal, ha? Es gibt zumindest eine Goblinbeere. Und es ruckelt. Was ist denn das da? Eine Hütte, ha? Schlange. Und da geht's wahrscheinlich, richtig, Richtung Geldern. Und dort scheinbar mal ein Jäger gewohnt. Vor langer, langer Zeit. Waldläufer, da schon her. Da haben wir doch die Burschen. Komm gleich. Muss erst plündern. Seltsamer Pilz. Brauch ich den, ha? Was kann er, gell? Waldläufer. Solchen Typen sind wir schon mal begegnet. Und die waren eigentlich nett. Pass mal auf, die Goblinbeere. Plus Jagdgeschick. Einen damit. Okay. Jetzt schauen wir mal. Haben die einen Druiden? Eidechse. Triff die. Bleib stehen. Hält das. 10 Erfahrungspunkte. Und dafür habe ich 3 Pfeile verschossen. Toren. Oh, schön. Was der sich hat. Ich frage mal. Du bist zu laut. Du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Thorn, Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen. Das hat er ziemlich schnell erkannt, gell? Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider, ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du das Leben nicht mehr zu spüren. Du bist Krieger Adanos. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Erzähl mir von den Druidensteinen. Es sind die heiligen Steine Adanos, die Quelle unseres Seins. 6 an der Zahl. 6 wie die Zahl ihrer Herren. In jedem wohnt die Kraft eines Tieres. Mein Stein ist der Stein des Snappers. Stell mich auf die Probe. Geh nach Geldern und überzeuge die Menschen dort an deiner Seite, gegen die Orks zu kämpfen. Dann werde ich dich die Druidenmagie lehren, Entscheider. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trellis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Beliars. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Recht hat er, gell? Was hat er denn, Nüsse? Zeig mir deine Ware.
Und er hat Bauernkleidung, Lederkluft, Waldläuferkleidung und eine Druidenrobe. Oh, ich hab Pfeile, schön. Ja, damit. Langschwert. Klingenschaden 75. Das habe ich schon. Kann er sich behalten. Ja gut, der Mann, ich soll nach Geldern gehen, um die Menschen zu überzeugen. War eine Münze. Ist mir auch gefallen. Ja gut, ich wollte eigentlich nicht nach Geldern gehen, aber wir sind gerade in der Nähe. Und deswegen gehen wir um. Scheißegal. Und diese Waldläufer haben den Bauernhof verwüstet, gell? Aber hat ums Recht gehabt. Oh Gott, Snapper. Warum? Ja, sag mal, der Betrüger. Ein einsamer Snapper, das hätte ich schon gewundert, gell? Will flüchten. Eine Blutfliege, oh Gott. Bin umzingelt. Mit der letzten Kraftreserven, gell? Schleppe ich mich nach Geldern und die sind bewohnt von Orks. Wie wunderbar. Damit bin ich so blöd oder was? Das war ein Kopfschuss. Und zwar deutlicher. Wow, das ist Geldern, ha? Grundstöckel. Schauen wir mal rein. Zudem, pass auf. Suche ich da noch einen Paladin, oder? Finde den Helm des ersten Paladins. Da gibt es scheinbar Artefakte. Geil. Der wäre nicht. Mach hier keinen Ärger. Nein, nein. Mach nie Ärger. Aber scheinbar haben die Herrschaften Ärger gemacht, schön. Darum hängen sie mit. Und ich glaube, das Haus ist wichtig, ha? Der wird eine. Wahrscheinlich nicht. Oh, schön. Ein Druide. So sogar. Schamane. Hier ist der Grimbo. Grimbol. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Ach was. Verarsch mich nicht, Mora. Bring mir Schwefel, sonst mache ich dir Beine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen. Klar? Was möchte der Schwefel? Da bin ich dein Trottel, ha? Zeig mir deine Ware. Was denn der? Heiltränke. Nimm mir mit. Schwefel, hat er welche, schön? Fläschchen. Nimm mir mit. Bison. Na danke. Glaubst du nötig habe ich es nicht, dass ich mich in einen Bison verwandeln muss? Ein paar Waffen kann er haben. Armbrust. Rostige Waffen und Nagelkeule. Oger Morgenstern. Weg damit. Ja gut, bei Gelegenheit bringe ich am Schwefel. Wenn ich da denke. Ich muss mir aber erst einmal in Geldern umschauen. Gott, wo soll ich denn da den Helm finden?
Ja, sag mal, gibt's da vielleicht eine Rune? Das war der Ding. Was gibt's denn da, Matt? Oh, Marius. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Mir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verbergen. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie in dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Ja gut, das ist uns bekannt, gell? Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön, ich werd's versuchen. Magie, ja gut. Wir haben keine Dinger. Keine Lernpunkte. Oh, es regnet. Und die soll am besten wird er kosten. Lares, kenn ich den? Na, endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Hier steckst du also, Lares. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich habe da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Okay. Wo gibt's hier was zu holen? Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich habe nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und habe mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair.
Jetzt sollen wir auch noch Goldteller klauen. Mein Fachgebiet. Samuel. Das ist Brix, Samuels linke Hand.